Das Mal des Affen erwartet uns heute beim neuen Duell bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution. Und ja, mal gucken, wie es mit der 5Ds-Kampagne weitergeht. Als Kali vom Gebäude Arcade-Bewegung fiel, wurde sie von einem lilafarbenen Nebel eingehüllt und verschwand. Bald darauf begann die Erde zu beben. Kali kam als finstere Auserwählte zurück. Verschwinde aus meinem Haus! Hehe, aber ich bin hier, um dich um eine Revanche zu bitten, Seiya. Nein, ich traue meinen Augen nicht. Bist du das, Kali? Die kleine Maus? Oder ist sie runtergefallen? Die finsteren Auserwählten suchen aktiv nach Duellanten, die sich ihrer Sache anschließen. Und du wurdest auserwählt. Das kommt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen überraschend. Seiya und Kali begannen ein Schattenduell und darauf erschütterte eine Welle von erdbebenden Turm der Arcade-Bewegung. Seiya wurde von Kali der finsteren Auserwählten besiegt und fiel vom Dach des Arcade-Hauptgebäudes in die Tiefe. Er war tot. Während des Kampfes wurde der ergeborene unsterbliche Asila Piscu beschworen und begann das gesamte Gebäude zu zerstören. Leo, Luna, Boldo und Tencent nutzen Gelegenheit, um aus dem Arcadia-Hauptquartier zu entkommen. Luna! Wie habt ihr mich gefunden? Das ist die 8. Tür, die Bolt eingeschlagen hat. Ich muss dieses Fenster einschlagen, um an Leo zu kommen. Leo, alles in Ordnung? Wo ist Luna? Ist in Sicherheit? Ich bin direkt vor dir, Leo. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Ja, bla 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 bla. So, was? Ich weiß, was Gutes getan hat, Gregor, mit deinem Dorf. Ich weiß, dass du wütend bist. Und ich weiß, du willst ihm noch Rache. Ich kann dir helfen, Rache zu nehmen. Komm mit mir. Ah. Ja, so sammeln natürlich die finsteren Auserwählten immer mehr und mehr Typen um sich. Inzwischen trafen sich Yusei Fudo und der Rest der Auserwählten mit Goodwin, um die jüngsten Ereignisse durchzusprechen. Vor tausenden von Jahren gab es einen großen Krieg, in dem der feuerrote Drache die Armee der Schatten besiegte. Aus Angst davor, dass die Schatten eines Tages zurückkehren würden, um die Welt zu vernichten, sperrte der feuerrote Drache sie tief in der Erde ein. Aha. Magische Symbole wurden in die Erde gehauen, um ihre Seelen für Jahrtausende festzuhalten. In der Zeit vergaßen die Schatten, ihr Gefängnis wurde zu einem Ausflugsziel, das als die Nazca Linien bekannt geworden sind. Die Schatten waren ihrer Lage überdrüssig und sannen auf Rache, die sie jetzt mit Hilfe der finsteren Auserwählten zu erlangen hoffen. Ja, Dämonen Unsterblichen, genau, die sind böse, ja, natürlich sind sie böse. Was der finstere Auserwählte Devak hatte der antiken Feendrachen, der eigentlich Luna gehörte. Den Versuch, den Feendrachen zu finden und zu retten, wurde Luna in die Geisterwelt entsendet. Während Leo nach Luna suchte, traf er auf Devak und musste sich einen finsteren Auserwählten Duell stellen. Ja, komm, fang dann mit dem Duell an. Meine Güte, ey. Diesmal mit Leo, also mit einem oftronischen Deck. Okay. Ich muss auch vor allem aufpassen, dass er nicht den Erdgebundenen Unsterblichen rufen kann. Werkzeugdrache, okay. Okay, auf dem Spielfeld, es geht also überall, egal ob jetzt bei ihm oder bei mir. Warte mal so lange. Okay, Doppelwerkzeug S und B kenne ich ja auch schon ein bisschen. Das morphonische Radio. Da rufen wir das Radio kaum, weil er kriegt ja auch Boost. Aha, hat sich gelohnt für ihn. Relativ wenig, weil ich müsste ja ein Empfängermonster haben. Warte mal.
Stufe 7 hatte, okay. Also brauche ich momentan irgendwie Stufe 3 Empfänger oder sowas in der Art. Ja, mal gucken. Rasender Gorilla, natürlich. Da gibt es ja auch noch. Diese Karte muss angreifen, falls möglich, sonst wird er zerstört, wa? Elektronische Boombox. Ne? Ich überlege, ob es irgendwie boosten soll. Doppelwerkzeug. SMB. So, dann kann er theoretisch zweimal angreifen, aber natürlich nur in der Theorie. In der Praxis sieht alles wieder mal anders aus. Alter, das sind Schmerzen. Das lief nicht so wie er hofft, deswegen spiele ich mein Lichtschwerter. Das wäre mal eine miese Fallenkarte. Basu der Seelenfresser. Alter, kommt er hier mit Oldschool-Karten an. Was sind das für andere Monster? Und keine anderen Monster. Okay. Monster, die du kontrollierst, können nicht angreifen im Verteidigungsmodus. Hä, was soll man das bringen? Naja, da spiele ich mal lieber das Telefon. Eine 5, sehr gut. So, wen rufen wir jetzt im Angriffsmodus? Theoretisch natürlich Telefon, also ein weiteres Telefon der Variante, dann könnte ich pro Zug immer 2 weitere Monster rufen, das wäre jetzt nicht so schlecht. Wir haben ja auch schon mal die Fernbedienung hier. Decken zu. Ja, aber von der Fernbedienung wäre auch nicht schlecht. Das Mikrofon momentan eher weniger. Das Radio, da momentan fehlt noch ein bisschen der Boost dafür. Ich rufe nochmal ein Telefon, komm. Und eine 4, auch nicht schlecht. Dringender Empfang. Der wäre jetzt auch nicht schlecht, aber kann ich leider nicht durch den Effekt rufen. Ja, kann nur hinrufen, aber ist auch kein großes Problem, finde ich jetzt mal. Dann rufen wir mal in den Verteidigungsmodus, komm. Ich kann es nachher noch in den Angriffsmodus switchen, wenn ich es unbedingt brauche, weil ich habe momentan nicht Lichtschalter draußen. So, harmonische Welle habe ich ja auch noch. Dann gucke ich mal im nächsten Zug, dass ich mal den Werkzeugdrachen rufen kann. Also brauche ich eigentlich nur den Empfänger. Ich will gerade fragen, warum hat das absichtlich seinen Gorilla zerstört? Hä? Seemann, der Affenkönig, war im Anime ein finsteres Synchromonster. Mit negativer Stufe. Mal so abgesehen. Ein Finsternisempfänger. Oh, warte mal. Ach, das ist ein Finsternisempfänger. So ein Empfänger, der Attribut Finsternis angehört. Ja, okay. Okay, Seemann könnte mir noch auf den Sack gehen, merke ich gerade. Da habe ich momentan keinen Bock drauf, deswegen erstmal Telefon Activate. Der 5 wieder, sehr gut. Ein Empfänger wäre jetzt nicht so schlecht. Ich nehme mal an, dass Leo irgendwie 3 Empfänger am Deck haben wird.
Ah, da ist er schon. Hallo, geliebte Fernbedienung. Was kann eigentlich der hier? Der Magnet. Muss man mal was angreifen. Natürlich cool, wenn ich ihn die 2 Magneten rufen könnte. Wir können sich gegenseitig schützen, kann er gar nichts mehr machen. Ja, was wäre irgendwie ein bisschen lame. Ich will ja ein bisschen auf Angriff gehen. Okay, die Fernbedienung hat je nachdem, ob es im Angriffs- oder Verteidigungsmodus ist, einen anderen Effekt, wie es mit Friedhofsmonster und dem Monster auf der Hand hantiert. Habe ich auf dem Friedhof ein Monster, das ich unbedingt brauche gerade? Brauchen könnte? Ein weiteres Radio vielleicht, wa? Um noch ein bisschen zu boosten. Das mit dem Verteidigungsmodus brauche ich irgendwie gar nicht. Okay, aber erstmal kurz abwarten, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Genau, jedes meiner Monster, meiner morphronischen Monster kriegt einen Boost. Der weite Drachenlein reicht zwar auch noch nicht so ganz. Warte mal, wir haben noch mal ein Cellphone. Das Deck ein bisschen ausdünnen, Freunde. Noch ein Cellphone rufen, noch eine Fernbedienung rufen. Noch ein Werkzeugdrachen, wa? Ja, macht irgendwie am meisten Sinn. Können Sie natürlich jetzt im Verteidigungsmodus rufen. Dann hätte ich beide Optionen mal. Also jetzt geht es darum, im Verteidigungsmodus könnte ich eine Karte auf eine Hand abwerfen und Monster vom Friedhof zurück auf die Hand zu nehmen. In der gleichen Stufe natürlich. Im Angriffsmodus ist der Effekt umgekehrt. Ich verbanne ein Monster vom Friedhof. Darf ein anderes Monster auf die Hand zu nehmen. Die Boombox brauche ich irgendwie so gar nicht gefühlt. Auf meinem Deck hinzu. Das klingt eigentlich schon nicht so schlecht. Ne, ich schicke mal die Boomboxen weg. Okay, probieren wir mal ein weiteres Radio. Ja, hier wäre es umgekehrt. Hey, ihr könnt euch jeden Monster auf dem Friedhof legen. Gar nicht mehr so viel hier auf dem Friedhof, krass. Egal. Spezialbeschwörung, Freunde. Wird Zeit für den Werkzeugdrachen. Switchen kann ich dann immer noch. Dann machen wir es mal lieber erstmal so. Hallo Kumpel. So. Drei auswählen. Megamorph wäre eine Option, aber nur eine vorübergehende. Schnappstahl. Ja, natürlich müssen wir erstmal den hier nehmen. Der ist natürlich Gold wert. Auf Tronischmons, was ist denn das hier? Nehmen wir noch Schnappstahl und Megamorph. Schnappstahl ausgewählt. Das war natürlich jetzt eigentlich doof von ihm, wenn wir ganz ehrlich sind.
Aber ganz ehrlich, mir soll es recht sein. Hier, morphonisches Radio. Guck mal. So. Wir natürlich nur bei denen, das ist mir klar. Ich könnte harmonische Wellen noch spielen, um nochmal... Gut, ich jetzt eigentlich schon, wa? Nochmal einen Werkzeugdrachen rufen. Ich glaube, eine harmonische Welle spielen, um nochmal einen meiner Cellphones auf Stufe 4 zu bringen. Das wäre eine Idee. Ich finde zwar den Effekt von den Cellphones schon cool, aber... Ich möchte doch gerne noch den Angriffsboost vom Radio behalten. So. Synchrobeschwörung! Zeig dich, Werkzeugdrache! Tada! Nummer 2. So, machen wir es mal so, komm. Spielt aktuell nicht so eine große Rolle, weil wir haben einen Schnappstahl, damit können wir auch mal den Affen schnell holen. Jetzt auf Raketenpilder entschieden. Jo. Ich würde sagen, los geht's, wa? Man kann überlegen, ob man irgendwas anderes machen könnte, aber mir fiel irgendwie nichts Spezielles mehr ein. So, Raketenpilder, weil ich hätte trotz allem gerne einmal einen Werkzeugdrachen behalten. So. Sorry, Devag, aber Leos Deck, das ist schon nicht schlecht. Also das speedmäßig und so hat das voll drauf. Respekt, Leo, Respekt. Luna kehrt aus der Geiselwelt zurück und konnte sich den antiken Feendrachen wiederholen. Gemeinsam mit Leo hatte sie beide genug Kraft, um Devag zu besiegen. Eigentlich hat es Leo allein geschafft, aber egal. Leo, du warst wirklich toll. Du Heulsuse. Stimmt, wäre echt geil. Vor allem konnte ich den Unsterblichen verhindern, dass er gerufen wird. Weil das wäre nicht cool geworden. Wer den Wahl hat die Qual. Noch ein bisschen Zeit frei, um zumindest das Duell schon mal zu beginnen. Nachdem Devag im Schattenduell besiegt worden war, erschien Gregor als eine neue finstere Auserwählte. So schnell kann's gehen. Er machte sich auf, um Jose herauszufordern, traf stattdessen aber auf einen von Jose's alten Freunden. Geh mir aus dem Weg. Tut mir leid, Kumpel, aber du gehst nirgendwo hin. Crow. Ich bin auf der Suche nach Jose. Nein, du hast stattdessen Crow gefunden. Und du gehst nirgendwo hin, bis wir uns duelliert haben. Du machst mich raus. Ha, du bist kein Auserwählter. Ja und? Naja. Crow weiß es noch nicht, dass er einer wäre. Oder sein könnte, oder wie auch immer. Crow Hogan, einer meiner Lieblingscharaktere in 5Ds tatsächlich. Auch im Spiel Yu-Gi-Oh! 5Ds Reverse of Arcadia. Also ich auch mal gerne zocken würde. Und ich fand Crow so cool, dass ich jetzt bei den Pokémon Remakes der 4. Gen habe mir einen Kramux mal gefangen und dachte mir so, hey, komm, Spitzname, gib einfach mal Crow. Why not? Die Schwarzflügelmonster. Oh, ist das lange her, dass ich mit denen gespielt habe. Können cool sein, tatsächlich. Man muss es halt können. Das war mir das bisschen das Problem. Ah. Okay, ihn also schnell auf den Friedhof schicken, zusammen mit... Warte mal, wer ist das schon wieder? Du kannst ein Schwarzflügel-Nicht-Empfängermonster. Ah, okay. Eventuell noch einfacher. Lisa bringt mir noch nichts. Schwarzflügel Mr. Silberschild. Der wäre hingegen eine Option. Also entweder greife ich an mit Shura die blaue Flamme.
Oder ich gehe auf Verteidigung mit Mistral oder Vayu, Symbol der Ehre, wobei da bringt mir jetzt auch nicht so viel. Das geflügelte Bombe. Was hat er eigentlich noch so im Deck, der gute Crow? Schwarzflügel Rüstungsmeister, ja. Stufe 7. Genau, der wäre eigentlich richtig krass, das Monster. Schwarzflügel, Silberwind, Aszendent. Was, während des Spielzugs seines Gegners wird das erste trotzdem kontrollierst. Das wird aber nicht zerstört, okay. Aber nur 2 Synchromonster, alles klar. Okay, okay. Ist natürlich die Gefahr, war, weil er natürlich 2 verdeckte Karten. Das könnte nach hinten losgehen, ihr versucht es trotzdem, komm. Schwarzflügel, Shura, die blaue Flamme. Und ob Shura eine gute Wahl ist oder ich doch lieber auf Defense gehen sollte, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mit dem Angriff der Schwarzflügelmonster. Bye bye!